Den Direktor des Aktivités Senior von der Sodexo SA hat gestern an der Presse mitgeteilt, dass sie einen Sozialplan an dem Pflegeheim zu Bitterburg an der Wiesn lancieren. Er hat kurz vor dem Personalbescheid gesagt an der Personaldelegation und hat das gemacht an einer laufenden Schlichtungsprozedur. Das ist einfach ein Skandal und das ist inakzeptabel, dass man Römenkeier konfrontiert sind mit einem Employer, den an diesem öffentlichen Denkstiftungssektor versicht Leute zu entlosen aus ökonomischen Gründen, obwohl immer die öffentliche Gelder mit finanziert wird. Wir hatten das dort schon einmal. Wir hatten 2 Jahre bei Hilfe daheim, da haben wir gewiesen mit all unserem gewerkschaftlichen Druck, dass wir gehen sind, dass wir das nicht akzeptieren, aber wir haben nicht verhindert kriegt. Aber wir hatten gemerkt, das hat wirklich geschieht, für Employer am Sektor verstanden, dass wir in diesem Sektor nicht können zu einem Sozialplan kommen lassen. Dabei könnte nach an diesem speziellen Fall, dass der Druck viel mehr hart wird gehen. Die Leute, die sich schon unter 2 Jahren damit konfrontiert, dass ihren Employer ihnen Angst macht, dass ihnen ständig sieht, wenn man verhält, geht nicht mehr, der muss auf ihr Lohn verzichten, auf einen Teil von ihrem Lohn verzichten, und sie unter Druck setzt, dass man einem Angstklima schafft. Und während der ganzen Zeit ist das Personal hart geblieben, hat resistiert, hat gesagt, sie lassen das nicht mehr sich machen. Und dafür haben wir das Schlichtungsamt mit dem Fall befasst. Und gestern Morgen, den 9. Februar, war dann die Reunion auf dem Schlichtungsamt. Von 10 bis 12, während der Reunion hat die Direktion gesagt, okay, wir sind im Dialog bereit, wir kommen einfach mit dem Mogebel zusammen, wir setzen also den Tisch für sichere Lösungen zu finden, wir gehen auch dem Mogebel nach all Tonnen, die ihr braucht, für die Analyse von der finanziellen Situation zu machen. Das war um 12 Uhr, war die Sitzung fertig, und um 3 Uhr lanciert den Sozialplan. Das ist skandalös, das ist inakzeptabel, das gegen alle Formen von Sozialdialog, die je hätten stattfinden. Und wir sind ganz klar total an der Präparative vom Streik an der Maison des Soins zu Bitterburg. Und es kommt noch dabei, dass wir nicht akzeptieren können, dass finanziell Gründe an den Vordergrund gestellt gehen, weil an Eisen an keine finanzielle Schwierigkeiten, die das dort geben, legitimieren. Aber wann muss über Finanzen geschwärzt gehen, da ganz sicher auf einem anderen Posten wie auf dem von dem Personal, was du beschäftigt ist. Hier geht es um Kosten von dem Personal und geht um Kosten von den Bewohnern an der Maison des Soins. Und das lassen wir nicht so. Und wir werden uns da mit allen Mitteln bis zum Streik gehen werden.